Design City probiert an der ganzen Stadt den Design an all ihre Formen durchzustellen. Weil das genau ist, hat es dann auch Caro aus dem Mudam erklärt. Wie sie auf die Idee kommt, für ein Projekt teilzuhalten und was sind die Kriterien für das alles zu organisieren? Die Idee ist eigentlich von hier rauskommen, also von Mudam aus, weil ich so viel Gräs sind an Städte, die sich mit Design beschäftigen. Dann habe ich mir gedacht, okay, wie war das nicht so Lützeburg, was fehlt da ist, für so etwas auf die Beine zu setzen. Das eigentlich einfach Design bei den Leuten zu bringen. Also einfach, dass die Leute sich bewusst sind, was Design überhaupt ist. Mit das auch am Alltag ein Designer findet Solutionen, für dass es besser geht. Sowas. Wie kann dann du alles machen? Also, was sind Kriterien? Also, das ganz verschieden. Ich sehe schon so hauptsächlich raus, auf Basis von ihrer Pertinenz, also wie gescheit Solutionen, also wie witzig sie mit den Sachen geschafft haben. Der Maurizio Galante ist eine Ausstellung, das war auch ein Designer, mit dem wir schon lange geschafft haben, wo ich einfach sein Univers weisen, weil ich den ganz interessant fand, weil er ganz vielfältig ist. Gute Mix zwischen Junker, am Carré-Roton sind noch Lützeburger, sind noch Studenten und sind noch mehr konfirmiert Designer dabei. Das ist also ein Mix von all dem zusammen, das sind Kriterien. Wer bist du und was genau machst du? Ich bin ein Holländer, kann ich sagen. Habe lange in Amsterdam gewohnt, bin später auf Lützburg gekommen. Ich war ein Zeitchen Grafiker hier an der Stadt und hatte auch ein Designstudio. Ich habe mich für kurzem spontan entschieden, einen Master zu machen am Design zu Zürich auf der Kunstuni. Und habe hier einen Master gewählt am Erlebnisdesign. Und da geht es darum, im Prinzip für als Designer Erlebnisse zu kreieren, die dafür sorgen, dass die Informationen mehr nachhaltig bei den Leuten hängen bleiben. Wir sind hier in der Chatzone an Guido. Ich wollte fragen, was genau das hier ist. Das ist ein Produkt, das entstanden ist durch Zufall. Während meinem Studium zu Zürich wollte ich herausfinden, wie Leute am öffentlichen Raum an Gespräch kommen. Mein Dozent zu Zürich war ein Soziologe und den hat mir auch ein bisschen geholfen von den Evaluierungen, weil ich da viel gehen. Und ich habe da ein Experiment gemacht an der Stadt, wo ich ein Kreis gemalt habe an der Straße und darauf beschrieben habe, einen Raum für Gespräch. Und ich habe das also heimlich beobachtet und geguckt, wie Leute darauf reagieren. Und ja, schon ungefähr während einer Stunde das gefilmt. Und es war immens flott. Es sind immens viele Leute, die man nicht geschwärzt haben oder die andere Sachen gemacht haben. Und durch den Success, also von den Zufall, Success von dem Produkt, habe ich gedacht, dass wir das weiterentwickeln. Du hast ja Design studiert, aber was genau ist deine Faszination daran? Das ist ein Naturinstinkt. Also was ich flott fand, ist, dass Design sich immer weiterentwickelt. Also das ist auch, was am Design gemacht wird. Es gibt immer mehr Erkenntnisse und das ist interessant, wie du mit der Zeit mitzukriegen, was alles in dem Bereich geschieht. Wenn ich gucke, vor 100 Jahren hat Design noch eine ganz andere Importanz, wie diese Law hat. Und ich habe noch eben gesehen, dass das Design immer mehr auch an andere Bereiche benutzt. Also wenn ich noch gucke, was ich zu Zürich gemacht habe, und meine Dozenten waren im Prinzip am Design ist da nicht tätig. Es war ein Soziolog, es war ein Trendscout und ein Museolog. Also das Design ist wirklich halt nicht mehr so, dass ich so das ist nicht eine Umsetzung, das ist eigentlich auch
eng Art und Weise von Denken an wirtschaftlich oder gesellschaftlich. Ja. Voilà.